Straßenhunde sind künftig in Rumänien zur Massentötung freigegeben. Nachdem vor einer Woche ein Rudel herumstreunender Tiere einen kleinen Jungen beim Spielen überfahren und totgebissen hat, griff das Parlament durch. Und das vierjährige Opfer ist nur der Höhepunkt zahlloser Angriffe. Selbst unser Auswärtiges Amt warnt deutsche Touristen vor der vierbeinigen Gefahr in Rumäniens Straßen. Philipp Tepe und Sarah Wiete. Ich will nicht der Nächste sein, steht auf den Plakaten. 16.000 Bissattacken allein im letzten Jahr. Nach dem Tod des vierjährigen Junut, der von einem Rudel streunender Hunde zerfleischt worden sein soll, fordern die Bürger von Bukarest Konsequenzen. In meiner Nachbarschaft haben alle Angst, am Abend rauszugehen, weil dann die Hunde kommen. Wir essen Huhn, Rind und Schwein. Warum sollen wir dann nicht auch streunende Hunde töten? Hoffentlich passiert endlich etwas. Ich will keine Hunde mehr in diesen Straßen sehen. Dieser zweifelhafte Wunsch könnte sich erfüllen, denn mit Parlamentsbeschluss ist die Tötung herrenloser Hunde von nun an erlaubt. Und laut Tierschützern bereits grausamer Alltag. Fangen und kastrieren, so ihr Gegenvorschlag. Dass nun auch das Auswärtige Amt vor den gefährlichen Streunern warnt, ist für viele ein Affront. Damit beteiligt sich unser deutscher Außenminister an einem massenhaften Tiermord und macht sich damit zum Handlanger der rumänischen Behörden. Allein in Rumäniens Hauptstadt leben rund 65.000 Streuner. Schützen oder töten. Die Debatte spaltet die Netzgemeinde. In Rumänien dagegen zeichnen aktuelle Umfragen ein deutliches Bild. 2/3 der Bevölkerung sind dafür, den vierbeinigen Herumtreibern